Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Weihnachtsupdate in Clash of Clans steht vor der Tür und ich fasse für euch jetzt mal kurz und knapp zusammen, was uns da alles so erwartet. Ich füge da jetzt immer Bilder ein, die habe ich von Chief Galadon, der arbeitet bei Clash of Clans. Ich kann das Video leider nicht einfügen, sonst kriege ich wahrscheinlich einen Strike und ich habe keine Lust, dass mein Kanal gesperrt wird. Aber sonst in Videobeschreibung klatsche ich euch den Link für einen ein. Wenn ihr das Video sehen mögt, schaut es bei Ermo. Also die erste Neuerung ist der 2016er Weihnachtsbaum. Es gibt ja jedes Jahr einen Weihnachtsbaum. Das ist der von diesem Jahr, den finde ich persönlich schaut relativ gut aus. Werde mir auf jeden Fall behalten, darf es euch auch nur empfehlen, sowas schaut immer gut im Dorf aus. Das einzige Verteidigungsgebäude, das ein Upgrade kriegt, ist der Magierturm. Der geht auf Level 10. Schaut jetzt halt nicht viel anders aus, aber ja, gefällt mir wenigstens. Magierturm ist eines von meinen Lieblingsverteidigungsgebäude. Da gefällt mir auf jeden Fall, dass der Upgrade kriegt. Entschuldigung. Dann, die Helden kann man auf Level 45 machen. Die waren ja bis jetzt auf Level 40. Auf Level 45 kann man es mit Rathaus 11 machen. Ja, ist jetzt wieder ein bisschen Arbeit, dass man das Dunkle zusammenfarmt. Werden jetzt wahrscheinlich die Leute erst sehr schnell zusammenkriegen, also wird jetzt wieder viel gefarmt werden. Level 12er Mauern. Und jetzt bitte nicht gleich sauer werden. Man kann von denen Level 12er Mauern nur 50 Stück machen und das soll dann auch dafür gut sein, dass man verschiedene Taktiken anwendet. Ich finde, die schauen gut aus, passend zum Rathaus. Die werden dann wahrscheinlich auch bei den meisten ums Rathaus rum platziert werden. Also persönlich, als ich es gehört habe, war ich als erstes einmal sauer, weil ich mir gedacht habe, ich habe meine Mauern noch nicht mehr auf Level 11 und jetzt kommen sie schon auf Level 12. Aber als ich dann gehört habe, ja, nur 50 Stück, das ist nur zu verkraften. Dann, neue Truppenlevel. Hawk Rider, also die Schweinereiter, gehen auf Level 7. Was ich persönlich sehr gut finde, weil bis jetzt hat Go Hawk ist eine ausgestorbene Taktik. Ich weiß nicht, ob es nach dem Update besser wird. Vielleicht, dass jetzt halt mehr auf Rathaus Level 11 Go Hawk Taktiken angewendet werden. Da hat mir auf jeden Fall gefreut. Nur eine Verbesserung auf Level 7 kriegt die Clanburg. Man kann immer nur 35 Truppen spenden, weil sonst gleich wäre es ein bisschen zu krass. 2 Drachen oder ja, also 2 Drachen ist jetzt glaube ich das beste Beispiel. Man kann jetzt aber dafür 2 Zauber spenden. Das heißt 2 dunkle Zauber oder einen normalen Zauber, was ich dann schon sehr krass finde, wenn man dann zusätzlich noch einen Wutzauber dabei hat. Also das finde ich dann schon, ja, mal schauen wie sich das entwickelt. Dann eine weitere Verbesserung bei den Truppen. Der Golem geht auf Level 6. Das habe ich jetzt eher nicht so erwartet, obwohl ein bisschen schon, weil der Riese ist jetzt halt auf Level 8 gegangen. Und ja, der Golem, den haben wir jetzt auch nicht mehr so viel hergenommen, weil der auf Rathaus 11 doch ein bisschen schwach war wegen der Adler-Def. Aber das finde ich passt jetzt schon gut. Dann wurden bei den Hexen der Leben und Schaden angehoben. Ja, vielleicht kommt jetzt wieder ein paar Go-Weeby-Fights. Man merkt jetzt schon, dass Supercell in die Richtung geht, dass mehr verschiedene Taktiken angewendet werden. Nicht jetzt halt nur immer, weiß ich nicht, Bowler oder Miner, Go-Walk. Dass ein bisschen, ja, ein bisschen Abwechslung ins Spiel kommt. Dann Loons und Drachen und Packer. Sagt man jetzt auch schön auf dem Bild. Da wird die Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Bei den Loons ist so, dass die erste Bombe schneller schmeißen. Bei den Drachen wird einfach bloß ganz normal die Angriffsgeschwindigkeit erhöht und beim Packer auch. Ja, dann Zauber, der wo ein nice Level kriegt, ist der Giftzauber. Der geht auf Level 5. Aber auf dem Bild sieht man es jetzt vielleicht, wenn ihr euch relativ gut auskennt, dass der Radius vom Giftzauber verringert worden ist. Also ist jetzt ein bisschen schwieriger, die Truppen zum Treffer. Aber einer, der wo recht gut angreifen kann, der glaube ich kriegt das immer noch hin. Und als allerletztes, wenn ihr jetzt halt unten in die Leiste schaut von euren Truppen, dann seht ihr, dass die Truppen neue Grafiken haben. Mir persönlich gefallen die relativ gut. Ich glaube, alle Truppen außer der Bowler und jetzt halt vom Helden, der Warden, haben neue Grafiken bekommen. Mir persönlich gefällt es gut. Schaut jetzt halt nicht mehr ganz so kitschig aus wie früher. Ja, und was ist eure Meinung dazu? Was denkt ihr, was kann uns noch so erwarten vor dem Winter-Update? Und wir fahren jetzt bis jetzt den ersten Sneak Peek. Das war's auf jeden Fall mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht, dann schaut nur beim Chief Galadon vorbei. Da könnt ihr euch auch die Videos dazu anschauen. Ich wünsche euch nur einen schönen Abend. Haut's rein. Servus.